Ja, wir sind immer noch unterwegs hier bei Pokémon Legends, yay Leute. Und ganz ehrlich, ich muss mal hier das Outfit wechseln, das geht ja mal gar nicht. Das ist überhaupt nicht so meins. Aussehen ändern, ja, bitte. Oh, danke schön. Schon viel, viel besser. Also aber eigentlich noch Hosen. Hä? Ist mir irgendwann gekauft oder so? Warum habe ich eine Buntfaltenhose und Gürtel im Inventar? Gute Frage, nächste Frage. Was? Um mehr Küchenabfälle wohl auch mehr wilde Pokémon anlocken? Kann durchaus sein. So. Was ist denn hier los? Verzeihung. Entschuldigung, du bist doch der Assistent von Detektivin Mathieu, oder? Ich habe auch schon einmal zusammen gesehen. Assistent eigentlich nicht, aber naja. Ich habe meinem süßen Klavier einen wichtigen Schlüssel zur Aufbewahrung gegeben. Aber als wir gemeinsam draußen unterwegs waren, hatte sie den Schlüssel wohl leider verloren. Wo könnte es den Schlüssel verloren haben? Mal überlegen. Ich bin diesen Tag zu einem Friseursalon gegangen. Das war mein erster Besuch dort, deshalb erinnere ich mich leider nicht mehr so genau, wo das Salon sich befindet. Weil ich mit meinem neuen Haarschnitt sehr zufrieden war, bin ich vor Freude in ein Café in Nähe eingekehrt. Danach wurde ich zu einem Kampf auf dem Kampfplatz in dem Café eingeladen, wo ich einen prachtvollen Sieg errang. Wenn du wüsst, zu welchem Friseursalon ich zu Beginn gegangen bin, dann könnt ihr wahrscheinlich den Weg rekonstruieren. Vielleicht schaffen wir es ja. Ernsthaft, es ist so schwierig gewesen, hier die Hinweise nochmal hinzuschreiben. Ja, die Idee hatte ich gerade auch, dankeschön. Friseursalon. Wo sind denn die Friseursalons überhaupt abgebildet? So, hier zum Beispiel einen, ne? Das ist so ein Restaurant. Dann im Café, okay. Ja, also erwähnt explizit, dass es ein Café sein muss. Das kann der nicht sein, weil wir hier in der Nähe kein Café, was man als Café bezeichnen könnte, ja haben, ne? Jetzt auch keins in der Nähe. Sushi Wok, ne, allen ganz dasselbe. Kann es sein, dass es Friseursalons gibt, wo wir gar nicht drin waren und deswegen nicht angezeigt werden? Das wäre richtig übel. Ne, warte mal, hier Café. Also hier der Friseursalon, da haben wir ein Café. Das müsste hier in der Nähe einen Kampfplatz haben, ne? Hier theoretisch, ja. Bummelpark, wie jetzt überall welche, ne? Ah, da haben wir's. Also das hier. Pokéball, super. Das hier. Wieso kommen Sie jetzt hierher? Ah, Herr Assistent, mir ist gerade eben eingefallen, dass ich auf diesem Kampfplatz hier meinen letzten Kampf ausgetragen habe.
Oh, aber das ist ja mein Schlüssel. Ach, mein liebes Klavion, du bist nicht dafür verantwortlich, dass der Schlüssel verloren gegangen ist. Ich trage die Schuld, weil ich unbedingt kämpfen wollte. Aber ich habe auch gehört, dass ein Klavion die Schlüssel, die ihm gefallen, wie sein Augapfel hütet. Deshalb, liebes Klavion, gebe ich dir demnächst einen Schlüssel zur Aufbewahrung, der dir auch wirklich gefällt. Die anderen Schlüssel sind dann meine eigene Verantwortung, ja? So können wir uns die Verantwortung teilen, nicht wahr, mein Liebes? Ach ja, Trainer ihrer Pokémon. Ein Nugget! Ist noch lustig, ne? Wir kriegen 5000 Pokédollar als Belohnung für die Quest plus ein Nugget. Dabei ist ein Nugget selber schon 5000 wert. Naja, ist halt wie es ist, ne? Moment, nicht so. Mal hier schauen. Genau, jetzt sind es noch 2 Quests, die übrig sind. Gut, gut, gut. Ups. War schon leicht gewundert. Eine Elite Nebula. Das sieht mal cool aus mit den Augen so, ne? Es sind gerade 2. Krass. Moment, da bin ich jetzt auch dran interessiert. Haben wir da eigentlich... Ich weiß nicht, wie viel überhaupt noch fehlen Nebulaxen. Ich glaube, Nebulak gängen so aber genug. Tatsächlich. Okay. Ja genau, dann haben wir genug. Ich sag mal, eins davon noch zu Gengar entwickeln. Vielleicht sogar das Apollo hier. Mal schauen, ne? Wie schon mal erwähnt, ne? Unsere Tauschentwicklungen dann. Also Link-Trades und so. Ah, da bist du. Solange so ein Finsterball hier eigentlich perfekt wäre, ne, gegen solche Pokémon. Das andere hin. Hey, wir haben doch 2. Wow. Ja, 3 Elite Weberachs hier. Okay, das andere Elite Gengar wollte ich sagen. Das andere Elite Nebulak ist weg. Hä? Ich habe nur 1 besiegt, nicht 2. Ist ja egal. So. Moment. Oh, das war jetzt gerade doof von mir. Hm, 65, 58. Ja, hier, ne? ...50, 65... Stimmt nicht ganz, ne?
So, jetzt müsste aber eigentlich wieder stimmen. Zack, zack, zack. So. Ich hoffe zumindest, dass es so stimmt. Machen wir. Die Autoheilung ist immer so doof. Weil hinter mir immer alle Tränke. Gegengift. So, und dann. Ich hätte auch gleich einen Top News nehmen können, stimmt. Egal. Gut, bald bricht Nacht herein. Da wollen wir sowieso hin. Wegen der Stami-Quests. Das heißt, wir holen uns jetzt noch schnell die Quest ab. Schauen, ob wir sie direkt machen können. Ah, hallo, du bist es. Wir drehen gerade einen neuen Film. Diesmal greifen wir tief in die Horrorkiste. Heute filmen wir nämlich das gefürchtete Waldungeheuer Tromborg. Hier kommt eine tragende Rolle ins Spiel. Registriert worden sein, oder war es 15? Nachts in einem Tromborg ist auch perfekt, weil, ja, war noch Stami noch. Das bedeutet, ihr werdet mal eins der Pokémon hier, nehmen wir Frostedie, weil vom Level her und so, mal ja, unterlegen, dann nehme ich, soll die Box legen, dann nehmen wir hier einen Tromborg, ups, wir müssen aber schon eins haben. Naja, sagen wir mal so, ne? Ja. Wir können das ja schon entwickeln. Da geht es nur nachts oder was mit dem Stein? Ich weiß gar nicht mehr. Moment, ich habe noch ein paar Mons zum Glück. Wie entwickelt sich das Ding schon wieder? Kann sogar nur bei nachts gehen, ne? Könnt auch nachschauen gehen, aber ja. Ja, ihr könnt kurz nachschauen, ihr könnt aber auch eben. Warten wir kurz die Nacht ab und falls doch nichts stimmt, dann kann ich nur noch schnell eins fangen gehen. Also, wenn ich mal hier bin. Oh ja. Das sieht sehr gut aus. Davon können wir uns viele Vitamine kaufen. Also Protein, Kalzium und so für unser Pokémon. Und natürlich auch KP+. Und noch ein paar Beeren, ne, um dann gewisse EVs noch lernen zu lassen. Die wir falsch gesetzt haben. So, Kampfsektor Start, den interessiert mich gerade nicht tatsächlich. Da auch nicht warten, dass. Was ist doch irgendwie ein Stein, das er braucht? Hä? Was eine bestimmte Attacke. Ich weiß bei Bargoni echt nicht mehr, wie das ging. Nee, würde keinen Sinn machen. Was ist doch ein höheres Level?
Ne, was irgendwas anderes. Weil ich irgendwie Fluch oder Holzsamen brauche. Dann von denen hier unten. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Keine Ahnung, wie man Paragon entwickelt. Das habe ich jetzt tatsächlich irgendwie vergessen. Ja, dann fangen wir uns halt kurz eins. Vor allem die Elite-Variante, ne, es ergibt, naja. Sag mal. Oh, funktioniert, okay. Dann schnell raus. Ich wollte gerade auf den Finsterball wechseln. Puh. Wie kann man es entwickeln? Ne? Also irgendwie tagesabhängig ist es dann doch nicht, was mich ein bisschen überrascht. Also hier, was mich ein bisschen überrascht. Entwicklungsstein offenbar auch nicht, außer ich hätte irgendwie einen vergessen. Per normalem Level-Up auch nicht. Attackenbasiert kann ich mir nicht vorstellen. Weil ich jetzt da in der Attackenauswahl nichts gesehen habe, was irgendwie, ja, speziell wäre. Was ihr wohl spukt? Ach Quatsch. Warte, hast du das auch gehört? Hm, was denn? Oh. Also gruselig sieht anders aus. Schnitt! Ein geführtes Waldungeheuer wäre niemals so freundlich. Ah, ich habe gehört, dass Trombox ja jetzt ein Lebewesen im Wald sein soll. Denkt es etwa, das wird zu einem Freund im Wald gehören? Wie bitte? Ein Geister-Pokémon, das eine Gemütigkeit nur seinem Freund gegenüber offenbart? Gutmütigkeit, Entschuldigung. Pokémon überraschen uns doch immer wieder. Tja, das Leben schreibt die besten Geschichten. Diese Aufnahmen müssen unbedingt in die Endfassung. Im Director's Cut oder was? Das dämonische Urgehölz. Seltsame Quest, aber okay. Also, Tromborg ist ja jetzt ein Elite-Pokémon. Entsprechend kommt es in die Elite-Box. Und ich werde mir dann mal noch bei Gelegenheit mal noch recherchieren, wie das schon wieder war mit der Entwicklung. Weil ich echt nicht mehr auf dem Schirm habe. Nach ein höheres Level kann ich mir jetzt ein bisschen nicht vorstellen. Okay. Das wäre dann das. Dann haben wir nur noch eine Sidequest übrig. Und dann eben nachher noch die Quest rund um... ihr wisst schon, Starmie. Warte mal, kommen wir hier durch.
Oh, auf dem Kampfplatz, interessant. Käfer-Pokémon. Käfer-Pokémon für immer. Ich glaube, das würde Misty anders sehen. Zumindest die Misty aus dem Anime, ne? Ich glaube, lass so, ne? Wie das Team Gataba, das passt schon. Mega-Entwicklung. Okay. Jetzt wird Pinsir. Oh, Bibo. Ja, Mega Bibo geht natürlich auch. Mega Scarabon eigentlich auch, ne? Ey, bin gespannt, was sie hat. Für ein Mega-Pokémon. So, Käferflug. Nein, Käfergiftgas, Entschuldigung. Ich denke immer zuerst, es wäre Käferflug. Deswegen 4-fach Kampfschwäche, aber stimmt ja gar nicht. Oh, das tut weh. Ja, da hätte der Feuerzahn mehr Schaden machen müssen, aber es gab auch nicht immer weh. Ja, hätte auch besser laufen können. Was kommt jetzt? Ich dachte gerade, hey, Cyclone. Geht gar nicht. Mega Cyclone. Mega Sherox, ja. Jetzt kommt Scarabon. Okay, ist auch ein Mega Pinsir. Ja, jetzt wäre eine Gesteinsattacke cool. Da kommt jetzt was. Mega versus Mega Power. Aber Eroas, ich habe einen Donnerschlag. Das reicht. Aber trotzdem starkes Team, muss er zugeben. Und ich glaube, ich würde in dem Team eher Mega Scarborn spielen tatsächlich. Danke dir für die tolle Mega-Entwicklung, Pinsir. Und die anderen waren auch super, danke. Mittlerweile sind Mega-Entwicklungen immer häufiger, oder? Das ist zwar nur ein Gerücht, aber ich habe gehört, dass die Quasar Corporation weiß, wie man Mega-Ringe herstellen kann. Eine Person namens Asset soll im Hintergrund beteiligt sein. Boah. Genau, ist aus der Höhenregion gereist und das Phänomen, das quasi als Ursprung der Mega-Entwicklung gilt, auf eigene Faust zu erforschen. Ach ja, die Höhenregion, sprich die Remakes, ne? Omega Rubin, Alpha Saphir. Da hatte ich ja nach langer Zeit mal richtig Bock zum den Nationaldex erholstellen, tatsächlich. Weil ansonsten so von Generation zu Generation dachte ich mir einfach immer so, ja, machst mal den Regionaldex. Weil viele Event-Pokémon oder so sind sowieso nicht verfügbar. Gerade hier bei uns und dann hatte ich mir auch nicht wirklich Lust darauf dann. Aber hat es dann doch mal geändert, weil da kam irgendwann mal so ein Zeitpunkt, wo sie auch die Entwickler gesagt haben, nee, wir machen jetzt so Verteilung wieder mehr online und so. Dass die jetzt für alle verfügbar sind und ja. Da hat mir so, ja komm, wenn du jetzt schon so viele Pokémon zur Verfügung hast und ja auch tauschen kannst und so. Warum denn nicht, ne? Neben damals war es so, dass noch alle Pokémon, die es halt bis zu der Generation gab, ja auch in den Spielen selber ja auch fangen konnten, beziehungsweise auch tauschen konntest und so, ne? Also eben, da gab es noch den Nationaldex. Ich glaube, bis und mit ja dann Sonne, Mond, beziehungsweise Ultrasonne, Ultramond, danach auch nicht mehr. War irgendwo durch auch verständlich, wenn ich ehrlich bin. Und dafür haben wir Pokémon Home, ne, wo man alle Pokémon haben kann. Von dem her passt das schon. Also, hier ist ein Starmie, es ist Nacht, können wir das mal ganz kurz machen. Was? Zusammenkunft. Machen wir uns bereit, die ehrenwerten Starmie im All zu kontaktieren. Star! Komm, mach du auch mit. Star? Da geht noch mehr. Na, wie sich alle freuen. Vor allem die Starmies. Vereinen wir unsere Herzen für die ehrenwerten Starmie im All.
Jetzt alle Mega-Entwicklung. Schaut da, eine Sternschnuppe. Oh, sie flog in Richtung Place Cyan. Liebe Freunde, freut euch, verlocket. Ein weiteres ehrenwertes Star ist zu uns herabgestiegen. Mensch, schon eher ein Stern, du, ne? Es war faszinierend, muss er zugeben. Evolit und Riesenperle. Ein Evolit ist immer so ein Item, ne? Und sich fragen, welchem Pokémon lohnt sich's? Also dem Zeitpunkt des Spiels, sag ich jetzt mal, ne? Ja. Also ich gebe das eigentlich am ehesten an Porygon, ne? Also Porygon 2 tatsächlich. Aber haben wir hier nicht, ob es überhaupt hier gibt im Spiel, keine Ahnung. Insofern, naja. Schau mal, ne? Also, dann machen wir jetzt mal mit der Story noch weiter. Trotz allem, wir sind ja schon bei 26 Minuten. Ich muss ein bisschen sputen, aber es sollte gerade noch hinzukriegen sein. So, unser aktuelles Main-Team. Also, den Quests her. Also, waren noch 3 übrig. Das, ja, XL Chefrum. Hier haben wir einen XL Irbis. Ja. Und dann noch die Golfa-Flieger. Das ist auch spannend. Aber ich glaube, fürs Erste reicht das mal. Wenn es noch mehr Sidequests gibt, ich gehe mal davon aus, die kommen dann erst. Ja. Na, der Hauptstory. Warte mal. Kann ich vielleicht noch ganz schnell. Tag machen. Kampfsektor Ende. Warte mal, Gris, ja, Team Flare. Sollte eigentlich eher Feuer-Pokémon sein. Ne? Ist es da klug, wenn ich da mit Megani reingehe? Im Kampf? Ich weiß nicht so richtig. Klar, mach's kurz anders hier und gebe noch ein Lichtschild mit. Zauberschein bei Feuer-Pokémon kann ich mir eigentlich auch schenken. Ja, dieser Solarstrahl. Ja, komm. Starten wir mit Megani und wird einfach mal Lichtschild und Reflektor setzen und dann mal schauen, wie es aussieht. Ne? Na, wie lautet die Entscheidung von Team MC? Bei der Kämpfen. Was interessiert das Team MC überhaupt, ob du gegen Chris kämpfst oder nicht? Wir kämpfen für Fluet, das ist Z's Wunsch. Ja, beides, ne? Wir wissen über Z und seinem Fluet mit der schwarzen Blume bestens Bescheid, glaub mir. Aber was ihr hier abzieht, ist doch nichts anderes als ein Versuch, den Mist auszubügeln, den der Alte ganz allein verbrochen hat, oder etwa nicht? Grisel, das geht zu weit. Wobei es natürlich insofern recht hat, als dass du nicht wirklich einen Bezug zu dieser Stadt hast, Michael. Also raus mit der Sprache. Was bringt einen Fremd wie dich dazu, Illumina City im Minenpreis beschützen zu wollen? Ich kann sonst die Hauptquest nicht weiterspielen, also von dem her... Also, nein, mir liegen die Pokémon am Herzen, ich habe die Leute hier ins Herz geschlossen, ich bedeute mir sehr viel. Ich würde gerne wieder mal ein bisschen mehr von der Kalos-Region sehen. Gut, Pokémon am Herzen, R1 und 2, das stimmt. Ja, komm. Doch ich muss dich leider enttäuschen, denn ein Wunsch, den Sieg zu ringen, verblasst von meiner Entschlossenheit. Ich ganz allein werde als stärkster Trainer von allen AZ-Fluet dazu nutzen, um den Turm Einhalt zu gebieten. So werde ich die Ehre von Team Flare und allen, die damit in Verbindung stehen, reinwaschen und den Traum von einer idealen Welt verwirklichen. Aus diesem Grund werde ich dich besiegen. Los, möge der Kampf beginnen. Auf geht's, Glurak. Die Bestimmung lautet, ein Kampf mit ordentlich Feuer. Ich wünsche, ich hätte auch einen Glurak. Also, ja, wir haben ja eine Elite-Glurak, ne? War ja irgendwie so eine Eventverteilung, aber trotzdem. Prüfung des Challenge-Tickets abgeschlossen. Genehmigung zum Aufstiegsmatch wurde erteilt. Du besitzt weder meine Entschlossenheit, noch lasst auch eine Verantwortung auf deinen Schultern. Und trotzdem bildest du dir ein, diese Stadt beschützen zu können. Auch ich habe eine Last zu schultern. Ich werde für Illumina gewinnen. Ich werde dich vor deiner Last befreien. Nicht so schlecht, ne?
Leute, es tut mir leid, aber ich fürchte, ich muss die Folge an der Stelle beenden. Ja, Cliffhanger, das hat aber den Grund, ich weiß nicht genau, was nachher passiert. Es kann sein, dass nachher Hauptstory-mäßig, also sprich vor allem mit Cutscenes und so, dass nachher direkt alles drunter und drüber geht und dann wäre es doof, wenn ich zwischendrin irgendwie die Folge beenden müsste oder schneiden müsste oder wie auch immer. Deswegen machen wir an der Stelle jetzt Ende. In der nächsten Folge dann gegen Gris kämpfen und dann mal schauen, ja, wie es hier direkt weitergeht, ne, in der Stadt, oder ob wir noch ein bisschen Zeit haben, noch anderes zu tun, oder eben ob es dann direkt zum großen Finale der Hauptstory kommt. Bis dahin, ciao zusammen.